Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum Taktik Fuchs, zum ersten Heimspiel in dieser Saison. Zu Hause gegen den FC Augsburg. Erstmal vielen lieben Dank an die Kanalmitglieder und auch für jeden, der mich irgendwie bei Ko-fi unterstützt. Ja, ansonsten joint gerne unseren Discord, wenn ihr ein bisschen über den FC Bayern diskutieren wollt. Und ja, damit gehen wir auch rein. Wir haben einiges erfahren schon in der Pressekonferenz, wie die Aufstellung aussehen wird, aber ich zeige euch natürlich hier meine Aufstellung und sage euch dann, wie ich denke, wie die Aufstellung sein wird. Ja, ansonsten, wir haben Daniel Paris verpflichtet. Dazu wird es ein Video nach dem Spiel am Sonntag geben. Vorher habe ich da keine Zeit, da ein bisschen was zu erzählen, meine Meinung. Aber sollte ja auch durch die letzten Videos eigentlich auch schon bekannt sein, meine Meinung dazu. Gut, Torwart stellt sich von alleine auf, ist der Ulle. Ich kann mal gerne mal gucken. Größer ist schlecht. Ja, gut. Kane stellt sich auch von alleine auf. Denke ich, gibt es auch keine zwei Meinungen. Von daher können wir da schon mal anfangen. Wie wir gehört haben, gibt es keine Gründe, irgendwas zu ändern in der Aufstellung. Ja, von daher können wir wieder davon ausgehen, dass Koman links spielt und Sané rechts spielt. Einzigster Grund ist halt Musiala, der ausfällt. Da kommen wir zum Schluss zu. Machen wir mit der Innenverteidigung weiter. Ja, da ist klar, dass ein Opa spielt. Wo ist Min-Jae? Wo ist er? Kim heißt er hier. Okay. Ja, dass die beiden spielen. Allerdings. Warte. Kann ich ihn wieder löschen? Gar nicht alles. Warte, weder ein anderer, den du den Spieler lange anklickst, antippst, verschiebe Spieler mit der Shit. Ja, ich kann nur den dann löschen, den ich hier auswähle. Ist ja wild. Warte mal. Oh, kann ich nur ein ganzes Reset machen, oder was? Wahrscheinlich nicht, ey. Bin mir jetzt doof. Oh, guck mal, ich kann hier sogar ein Spielsystem machen. Achso, dann muss ich erst 11 Spieler auswählen. Wild. Naja, gut. Ist ja kein Problem. Ziehen wir nochmal den Kane eben hier rein, den Ulle nach unten. Ich würde halt ein Licht aufstellen, ja. Habe ich in der Pressekonferenz schon kurz angerissen, warum. Also bei mir nichts gegen Opa. Ihr wisst, ich bin Opa-Fan. Aber Opa hat mir in den Testspielen jetzt auch nicht so gut gefallen. Gegen Bremen fand ich ihn auch am Anfang noch sehr unsicher. Hat sich dann gefangen, keine Frage. Lag aber auch einfach daran, dass Bremen nur noch in der eigenen Hälfte stand. Ja, unsere Abwehr war in der ersten Halbzeit nicht mehr gefordert. Die war dann 7, 8 Minuten Anfang zweiter Halbzeit gefordert und da ist die Abwehr geschwommen. So, Punkt. Ja. Von daher finde ich das alles ein bisschen sehr schön Rederei, was da passiert ist. Ja, De Ligt hat jetzt auch nicht so überzeugt, hat auch noch ein paar Wackler drin gehabt die letzte Zeit, aber für mich ist De Ligt einfach vom Typ her viel, viel wichtiger wie ein Opa. Ja, weil er viel, viel mehr Anweisungen gibt und auch mal weiter nach vorne hin mal ein paar Worte sagt. Ja, schwierig. Man könnte natürlich auch die Licht und Opa bringen und einen Kim draußen lassen. Ja, bin ich ganz bei euch, wenn ihr auch das so seht. Von daher würde ich hier auch für mich den Opa beim Kim reinsetzen. Für mir wäre die Licht gesetzt. Ja, ja, ich meine, wir haben schon ganz andere Spieler durchgezogen, die irgendwie keinerlei Form hatten. Und ich sehe das jetzt auch nicht so, dass die Licht keine Form hat. Ja, klar, man stellt ihn jetzt auf und keine Ahnung, er haut sich dann Klopper rein oder so. Ja, dann nimmst du das nächste Spiel raus. Ja, dann ist das so. Dafür haben wir 3 gute Innenverteidiger, bin ich ganz dabei. Aber das habe ich jetzt gegen Leipzig nicht gesehen, dass das Gegentor da unbedingt seine Schuld war. Der sah ein bisschen unglücklich aus. Ja, bin ich voll dabei. Ja, I don't know. Aber vielleicht ist das so die neue Gangart vom Tuchel. Wenn das so ist das nichts verkehrt. Im Gegensatz zur letzten Saison, ja. Wenn das dann immer so gemacht wird, wenn dann der nächste Innenverteidiger rausfliegt, wenn er sich einen kleinen Fehler erlaubt, ja, dann fühle ich das, dann ist das okay. Ja, dann ist das Leistungsdruck und fertig aus. Aber hier geht's ja darum, wie ich aufstellen würde und ich würde so aufstellen. Ob das dann besser oder schlechter ist, sei mal dahingestellt, werden wir leider nicht erfahren, weil die Jungs ja nicht so spielen, wie ich sie aufstelle.
Ist vielleicht aber auch gut so, wer weiß es. Gut, der Rechtsverteidiger stellt sich von alleine auf. Meines Erachtens nach, wenn dann Pavard aufläuft, weiß ich nicht, dann vergesse ich alles, was ich jemals über Fußball wusste. Ja, links stellt sich auch von alleine auf. Ich glaube, Guerrero ist noch nicht so weit, auch wenn er wieder im Mannschaftstraining ist oder Lauftraining oder wie auch immer, was ich da gelesen hatte. Also Vierer Abwehrkette steht. Ja, jetzt wird's natürlich ein bisschen spannend. Ich würde auch einen Leon aufstellen. Ich würde einen Leon auch als defensiven Sechser aufstellen. Nicht mit einer Doppelsechs. Und ja, das werden die wenigsten von euch fühlen. Ich würde einen Leimer auf die 8 stellen. Alternative nehmen wir natürlich unseren designierten Anführer, Leader, Häuptling, Josua rein. Ja? Ich würde den Kimmich einfach mal draußen lassen, Leute. Ich habe im letzten Spiel aufgestellt, ja, gegen Bremen war er, eigentlich war er der schwächste Mann auf dem Platz. Ja. Gerade zweite Halbzeit war es nur noch quer und nach hinten und hat das Spiel super lahmarschig gemacht. Viele Fehlpässe auch am Anfang gehabt. Ich glaube, es tut ihn einfach mal gut, wenn man mal sagt, weißt du was, Josua, es reicht gerade nicht. Ja, damit er auch mal merkt, dass ein bisschen Leistungsdruck da ist, so wie es beim Goretzka auch gemacht wurde. Ja. So, muss man auch mal sagen, da scheint es anscheinend gefruchtet zu haben. Das werden wir natürlich jetzt sehen, ob er seine Leistung wieder bestätigen kann. Mir hat er aber ganz gut gefallen, gerade wenn er hinterm Kimmich war, wenn er ein bisschen defensiver war. Ja, mit dem Leimer kann man auch sagen, jo, ihr könnt beide auf einer Höhe spielen. Ja, da würde ich das eher sehen, als wie mit dem Kimmich und Goretzka auf einer Höhe. Ja. Aber Leimer ist für mich mehr der Balleroberer. Von daher würde ich einen Leimer eher auf die 8 setzen, weil er schon so die Pressingmaschine ist. Ja. Der wird schon viele Bälle erobern, erkämpfen, bevor die überhaupt hier in diesen Bereich kommen. Ja. Aber klar, wenn er weiter vorne ist, er kann auch einen super Ball spielen, er ist torgefährlich. Also ja, ist ein Goretzka auch, aber wir haben sonst keinen anderen Sechser. Punkt. Und Kimmich macht ja keinen Sechser. Will er nicht, kann er nicht, darf er nicht. Obwohl er ist ja ein Sechser von sich aus. Aber ja gut, auf jeden Fall wäre das meine Aufstellung auf der 6 und der 8. Ja, kannst du auch ein bisschen versetzt machen. Ich würde es halt echt ja, Wechselspiel, aber dass ein Goretzka halt einfach der defensivere Part ist. Gut. Ansonsten würde ich einen Müller bringen von Anfang an. Es ist ein Heimspiel. Da könnten wir mal einfach, so wie es früher war, wir geben mal 45 Minuten Gas, dann steht das Ding 3-0 und dann kannst du immer noch irgendwelche anderen Faxen machen und andere Spieler bringen, die sich noch ein bisschen Lorbeeren verdienen können. Sehr wahrscheinlich wird es andersrum laufen, ja. Sehr wahrscheinlich wird hier, ja, für mich wäre die Alternative Gravenberg und nicht Gnabry. Ich gehe davon aus, dass ein Gnabry anfangen wird. Ja, aber da sage ich gleich noch was zu, wie ich denke, wie wir anfangen. Wo ist er? Wo ist die Sani? So, damit haben wir 4, 6, 8, 10, 11 Spieler. Ja, so würde ich aufstellen. Ja. Gnabry würde ich hier, ist Wurst, auf welche Seite wir es setzen, als erste Alternative sehen. Für Kane, brauchen wir nicht drum herum reden. Ist für mich erstmal ein Tell vorm Choupo. Ja. Choupo kannst du aber auch auf Außen bringen. Von daher kannst du einen Choupo auch noch als Außenalternative bringen. Könntest du aber auch einen Tell auf Außen bringen. Aber ich würde einen Tell ruhig auf der Neuen bringen, dass er die Hütten macht. Dass er einfach noch mal ein bisschen, noch mehr Selbstvertrauen tankt, wie er es eh schon hat. Ansonsten würde ich es natürlich auch mal ganz interessant finden, wenn wir mit dem Upper auf der 6 spielen. Könnte man in so einem Spiel wie gegen Augsburg auch mal ausprobieren. Problem ist, wir haben es in der Vorbereitung nicht ausprobiert. Man hätte das in der Vorbereitung ein bisschen einschleifen können. Ja, wollten wir nicht angedacht. Von daher haben wir die Diskussion, dass wir noch einen Sechser brauchen. Ja, so würde ich jetzt aufstellen. Und ja, ich denke, wenn man dann wirklich Vollgas gibt im Heimspiel gegen Augsburg, dass die jetzt nicht mehr, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber die haben 4 Tore kassiert, also können die nicht mehr so super defensiv stehen, wie sie es sonst waren. Auch wenn sie natürlich bei uns ein bisschen defensiver agieren werden, wie im Heimspiel zu Hause gegen Gladbach, gehe ich von aus. Nichtsdestotrotz, ja, musst du die offensiv in den ersten 30, 40 Minuten zerlegen. Ja, und dann ist das Ding durch.
Dann halt hältst du nochmal die ersten 10 Minuten in der Anfang der zweiten Halbzeit dagegen und dann ist das Spiel gelaufen. Dann kannst du irgendwie durchwechseln und kannst da auch mal ein paar junge Jungs da reinbringen. Ja. So will ich die ganze Chose angehen. Wie wird die Aufstellung sein? Ja, die Aufstellung wird sein, Davis, Kim, Upa, Mazrui, Goretzka, Kimmich, Sané, Coman, Kane, das ist safe. Auf der 10 wird sehr wahrscheinlich ein Gnabry auflaufen. Würde ich jetzt sagen, so, wenn ich Tuchel seine Gedanken so ein bisschen und seine Aussagen aus der Pressekonferenz ein bisschen interpretiere. Also von daher, ihr seht, in großen Stücken bin ich schon dabei. Bei mir spielt jetzt halt ein Müller auf der 10 anstatt ein Gnabry und bei mir steht ein Leimer auf dem Platz anstatt der Kimmich und für mich steht die Ligt auf dem Platz anstatt der Upa. Ansonsten, der Rest stellt sich fast von selber auf. Auf links haben wir keine Alternative, auf rechts haben wir keine Alternative. Oder keine Alternative, die Bock hat auf rechts. Ja, Coman ist bei mir immer eigentlich so der Gesetzte, auch wenn er ein bisschen gebraucht hat gegen Bremen. Muss sich natürlich noch ein bisschen steigern, aber ist für mich eigentlich so der am meisten vorbereitet. Oder gegen Bremen sehr eigensinnig war. Das muss man ein bisschen abstellen, ja, wenn Kane da ist. Aber da bin ich sehr gespannt, ob wir uns da schon wieder ein bisschen besser einstellen auf den Kane. Aber von daher würde ich auch mit Müller anfangen, ja, weil Müller ist da einfach prädestiniert für. Müller ist nicht so dieser Egoist, so wie die Spieler gegen Bremen waren. So Coman war super egoistisch, Musiala war noch egoistischer, hat immer mit dem Kopf durch die Wand, wollte immer jeden Abschluss nehmen, anstatt mal einen Kane mit einzubeziehen. Sané dasselbe, ja, wenn ihr gesehen habt, wie lange Kane anzeigen musste, alter, spiel mir jetzt den scheiß Ball hier endlich in den Lauf, damit ich den einschieben kann, hat schon Bände gesprochen, ja. Also man hat ihn teilweise echt hart ignoriert. Nichtsdestotrotz hat er ein super Spiel gemacht. Und ja, aber ich denke, da müssen dann auch mal ein paar klare oder werden auch ein paar klare Ansagen gekommen sein. Das ist ja gut, dass die Jungs dann auch selber einen Abschluss suchen und klar haben sie ein bisschen mehr Platz für einen Abschluss, wenn Kane da ist, der die Abwehrspieler beschäftigt und so weiter. Aber da muss ein guter Mix her. Ja, er muss halt auch mal 3, 4 Chancen mal aufgelegt kriegen in so einem Spiel, ja, so wie es beim Levi halt auch der Fall war. Und dann kann natürlich ringsherum auch abgeschlossen werden. Ist ja gar keine Frage, ist ja kein Verbot oder so. Aber dass wir nicht so die abschlussstärksten Knaller jetzt da haben, ja, haben wir letzte Saison gesehen. Also von daher, ja, ich freue mich aufs Spiel. Ich bin sehr gespannt, inwieweit Kane schon ein bisschen besser eingebunden ist. Auch Müller, ich denke Müller, ja, Müller und ein Neuner, kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch Kane, kann auch gut sein, dass Kane sich mal hinter Müller fallen lässt und so weiter. Ich denke, das kann echt ein gutes Ding werden. Ja, Müller wird nicht für mehr wie 60 Minuten Gas im Tank haben, was auch okay ist. Dafür hast du dann noch einen Grafenberg, einen Gnabry, einen Choupo-Moting, der da spielen kann. Kannst du auch einen Tell da hinstellen. Ist ja nicht so, dass wir keine Leute haben. Du kannst natürlich auch sonst einen Leimer noch einen nach vorne nehmen oder einen Goretzka, wenn Kimmich, was heißt wenn Kimmich spielen oder Kimmich spielt ist ja nicht so, als wenn wir keine Alternativen hätten. Ja. Wir haben noch Ibrahimovic auf Außen sogar. Wir hätten auch noch, ist hier gar nicht drinne, wa? Der Franz. Kretzig. Gehe davon aus, dass er auf der Bank sitzt. Der kannst du halt auch mal auf Außen bringen, dann kannst du auch von außen an in die Mitte ziehen. Also Möglichkeiten haben wir da mehr als genug. Ja, so würde ich aufstellen. Wie die Aufstellung sehr wahrscheinlich sein wird, habe ich euch gesagt. Ich bin gespannt, wie es am Ende des Tages kommen wird. Vielleicht werden wir auch nochmal super überrascht vom Tuchel. Wer weiß es schon, Leute. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich freue mich aufs Spiel. Gerne könnt ihr auch eure Tipps fürs Spiel hier reinhauen. Für alle, die beim Tippspiel dabei sind, denkt ans Tippen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis Sonntagabend. Tschüssi.